Hallihallöli, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir heute Freitagabend-Special, weil ich da mal eure Hilfe brauche. Ich brauche euren fundierten Rat. Ich brauche da eine Entscheidung. Weil habt ihr, ich mein, gut, wir könnten da auch alles machen, aber Zeit und so. Und ja, auf jeden Fall, ich will eigenes Hebeles Blasterle. Oder machen nicht ganz, aber ich will aus dem Pumpblaster Hebeles Blaster machen. Deswegen habe ich jetzt mal Hebeles Blaster auf dem Tisch. Und ich sehe da gerade, ist kaputt. Das kann man wegfutzeln. Das stört mich. Sag's euch, der innere Monk. Und das ist, gut, das war vorher schon Hebeles Blaster. Den habe ich ein bisschen modifiziert, dass man den, dann kann man das so machen. Ich kann das da mit dem Kamerasetup nicht so nach unten zeigen, aber glaubt mir's Gott, ich hab's testet. Und das kann man auch so nach unten. Wobei der Gott vielleicht auch seitlich. Ja. Er Gott halt nicht so leicht zurück. Also wenn man dann nach unten mit Schwung und dann wieder zurückholt, Gott, das ganz leicht. Auf jeden Fall, die habe ich auf dem Tisch, weil, seht, die haben schon Hebeles. Und das ist halt einfach, also, das ist einfach cool. Und ich habe da, halten wir die vom Tisch, dass wir wieder Platz haben. Also, ihr versteht das Prinzip jetzt vom Hebeles Blaster. Da gehen wir schwer von aus. Ihr seid ja auch Vollprofis. Also von daher, ich hab da eigentlich ursprünglich gemeint, bei meiner Neujahresansprache, dass man den Vagabond, der nimmt, und den zum Hebeles Blaster umbaut. Der hat da so den Drehpunkt. Da könnte man da zack den Hebel und es täte auch gut aussehen. Aber ich habe euch noch 2 weitere Vorschläge. Und da möchte ich einfach eure Kommentare sehen und möchte einfach von eurer Meinung hören und der hören, was ihr denkt, was man zuerst machen sollte. Ob man den nehmen oder ich habe mir neulich eine Rough Cut gekauft. In Orange. Ja. Und das ist ja auch echt ein cooler Blaster. Und man kann den sogar. Und jetzt ist noch ein. Hab ich noch einen Schuss. Und weg ist er. Und das wäre aber auch ein Blasterle. Wobei, vielleicht nicht unbedingt die in Orange, weil die habe ich jetzt mal gefunden und habe es mal gekauft. Ich hab gar nicht gewusst, dass es die in Orange gibt. Und vor allem war halt günstig da. Aber vielleicht nicht unbedingt die in Orange, aber die kriegt man auch neu in alle möglichen Farben. Und da könnte man vielleicht, also Schulterstütze könnte man bei allen noch machen, weil die Schulterstütze, also auch bei dem, die kann man so machen, dass man sie wieder wegmachen kann. Das, ich meine, wir können auch den mal feuern, das ist auch ganz witzig. Ja, laden wir Pfeile wieder rein, dann ist aufgekommen. Und ich hätte noch einen dritten Vorschlag. Das habe ich eigentlich ursprünglich vorgehabt, aber jetzt habe ich 3 Vorschläge und habe gedacht, nee, ich lasse euch mal wählen. Und dann sehen wir dann, ich glaube so Ende August komme ich dann dazu. Oder vielleicht ein bisschen später. Je nachdem. Das wäre die Insanity Horror Fire. Und wir machen da mal jetzt die Box auf. So. Box auf. So, Odele. Ui. Das Ding hat schon Schulterstütze. Wir kriegen dann dazu sicherlich doch auch Pfeile. Irgendwo in der Untiefe der Schachtel. Übel. Steckt der ganze Arm drin. Kunststoffzeugs. Pfeile. So, die Box auf Seite. Die Carbonage auf Seite. Ah, da kann man. Das da haben wir schon. Das da haben wir sau. Das da haben wir nicht. Also,
Der hätte dann auch eher 2 davon kaufen und das seitlich noch montieren. Das ist cool. Der ist halt auch. Ui. Das ist. Ich glaube, bin mir nicht so sicher, ob das als Hebelesblaster so gut kommt. Ja gut, das taugt nicht wirklich. Also als Säge taugt es nicht. Wobei wir können auch da vielleicht der Elektromotor rein. Wobei der Blaster braucht sonst keinen Strom. Das ist. Hab genug von den Pfeilen. Packen wir da ein paar rein. So. Sodele. Und Sodele. Kann man fast russisch Roulette spielen. Oh, das geht gut. Da habe ich jetzt zweimal selber getroffen. So, der ist jetzt irgendwo im Nirvana. Das wäre auch noch eine Option. Also, brauche von euch jetzt mal fundierte Meinungen. Was wollt ihr sehen? Gott, das. Nee, das ist ein Picatinny Rail. Dies. Das geht so nicht. Was soll man zum Hebelesblaster machen? Das einfach mal euren Senf dazu in die Kommentare. Will der ja so Community aufbauen, wie man das so neudeutsch sagen tut. Wenn schon schrecklich Deutsch, dann richtig schrecklich Deutsch. Das auch zum Freitagabend passt. Und den müssten wir so auch noch ein bisschen aufmalen. Also die ganze Schraube müsste Silber sein. Das da muss Silber oder Bronze. Und das da auch. Und dann das Bronze oder das Silber und die Schraube Bronze. Oder. Das ist immer so schlimm. Wenn ich so ein Blaster in der Hand habe, dann fallen mir nochmal zig Dinge ein, die man machen soll. Muss das irgendwann mal Vollzeit machen. Das geht anders einfach nicht. Da gibt es viel zu tun. Das kennt man die Zähne noch ein bisschen. Da hat er die Ränder anmalen. Und gut, das sollte der Herr hinter der Kamera erstmal malen können. Wobei, ein bisschen Käse. Also, Villainator, die Dartzone Villainator war das, die letztes Jahr angesprüht habe mit Airbrush. Wobei, das war jetzt das erste richtige Airbrush-Projekt. Also bin mit der Optik zufrieden. Ja, irgendwie aber nur mit der Airbrush-Pistole funktioniert. Komme ich noch nicht ganz so mit zurecht. Aber sowas lässt sich auch mit Pinsel machen. Ich glaube, das würde ich dann auch bevorzugen. Einfach. Weil ich denke, das hat was Entspannteres wie mit der so Airbrush-Pistole. Wobei, lässt sich ja das eine mit dem anderen kombinieren. Vielleicht ein bisschen down. Wir machen das eine. Das muss mit ein bisschen bremsen. Also, ja, mir fehlt ein bisschen Zeit. Also, momentan noch. Das wird sich alles besser. Und wenn ihr das Kanäle da sauber unterstützt, habe ich mehr Zeit für so Blödsinn. Wenn euch das gefällt. Aber jetzt, eure Meinung ist gefragt. Der oder der. Also, der Vagabond. Dann einfach Vagabond in die Kommentare schreiben. Eine Rough Cut, also nicht die da Honor, sondern eine. Aber das ist halt die erste, die ich habe. Oder wie heißt es? Die Horrorfire. Ja. Habe ich jetzt gerade erst frisch ausboxt. Ausboxt. Ihr merkt, es Freitagabend, wird Zeit für Feierabend. Aber ja. Wartet so. Ich brauche jetzt hier keine Pause machen. Ihr könnt meinen, das ist doch.
Manchmal denke ich mir, wir sind so im Gespräch miteinander, aber da merke ich das antwortet er gar nicht. Ich sitze ja allein im Raum. Das funktioniert so. Weil normalerweise, wenn ich eine Frage stelle, mache ich ein paar Sekunden Pause, dass Gegenüber auch antworten kann. Das bringt aber hier nichts. Ihr könnt jederzeit Pause machen, einfach auf Leertaste drücken oder auf da. Egal. Lasst die Kommentare da. Ihr kennt den Spaß. Und dann sehen wir den. Vielleicht im September denke ich mal, dass ich dazu komme. Ich muss im August noch, im Juli, August muss ich noch ein paar weitere Projekte fertig kriegen und ja, eigene Blaster, also der vierte eigene Blaster mit Stabmagazin, der muss auch noch mal, da muss ich den Schieber noch fertig kriegen. Ja, aber so September sollte man dazu kommen dann. Einfach nicht, dass ich da jetzt erwarte, dass da sofort dann ein Video folgt. Aber ich wollte jetzt mal das Video dazu machen, dass ihr die Möglichkeit habt, das euch mal zu Gemüte zu führen, euch zu überlegen, was da wirklich in euch zu gehen und welchen will ich denn jetzt als Hebel des Blasters sehen. Also, das dann so dann etwa aussehen. Funktioniert sogar halbwegs gut. Also aus eurer Perspektive, aus meiner nicht. Das geht ja um die Kameraperspektive. Geht ja um euch an der Stelle. Oder den. Oder gar den hier. Gut, bei dem müsste man vielleicht ein bisschen ein anderer Hebel machen, weil das ist so ganz schlichtes Hebel bei so einem Mundstrom. Das ist irgendwie nicht ganz angemessen. Das bleibt dann nur der Fall, wenn die Kamera nicht drauf guckt. So, dann haben wir es für heute. Das war jetzt eigentlich alles. Das 12 Minuten Video hätte auch 2 Sekunden, 5 Sekunden Short sein können, aber hat der Herr Ingenieur halt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Bin gespannt auf eure Kommentare. Euer Blastingenieur.